enorm eingeschränkt worden. An unserer Schule wurden 5 Profile angeboten. Sprachlich mit Profilfach Englisch, 2 naturwissenschaftliche mit Profilfach Bio bzw. Physik und 2 gesellschaftswissenschaftliche mit Profilfach Geschichte bzw. Erdkunde. Schade für all jene, die sich im Kurssystem für Leistungskurse wie Deutsch, Mathe, Französisch, Latein, Bibo, Chemie, Kunst, Musik oder Sport entschieden hätten. Und schade auch für all jene. Und schade auch für all jene. Und es waren nicht wenige, die nicht einmal in das Profil ihrer Wahl gekommen sind, sondern rausgelost und in ein anderes gesteckt wurden. Zweitens, die Überbelastung. 34 bis 36 Wochenstunden. Noch keine Aktivitäten wie Chor, Navi, Theater und Sport-AGs eingerechnet. Dazu zusätzlich Hausaufgaben in 14 verschiedenen Fächern, umfangreiche Facharbeiten, Referate, Klausurvorbereitungen. So landet man schnell bei um die 50 Wochenstunden Zeitaufwand für die Schule. Fahrzeiten sind noch nicht berücksichtigt worden. Morgens um 6 aufstehen, mit nachmittags um 4 nach Hause kommen, dann noch Hausaufgaben und Nachbereitung, Klausurvorbereitung. Für Freizeitaktivitäten wie Sport, Musik oder Freunde treffen bleibt so gut wie keine Zeit mehr. Dadurch, dass wir solch eine Bandbreite an Fächern belegen müssen, stehen wir unter einem enormen Leistungs- und Notendruck. Wir können uns keine schlechten Fächer mehr erlauben. Von uns wird erwartet, dass wir in allen Aufgabenbereichen angemessen mithalten können. Wie sollen wir uns bei noch steigender Stundenzahl in 12 und 13 angemessen auf unser Abitur vorbereiten können? Nachts lernen, die Zeit effektiv nutzen und in der Schule übernachten, wie das Gymnasium in St. Peter-Ording es kürzlich als Zeichen des Protestes gegen die Überbelastung tat. Drittens, wie sieht es nun konkret mit dem fächerübergreifenden Unterricht aus? Der Gedanke des Ministeriums ist, dass 2 Fächer ans Profilfach gebunden sind und in diesen Fächern gemeinsame Projekte durchgeführt werden oder ein Thema aus unterschiedlichen Bereichen betrachtet wird. Ein netter Gedanke. Könnte man zum Beispiel in Deutsch ein Bild von Shakespeare lesen, in Englisch vergleichen Auszüge des Originals, in Geschichte und Bibo auf die geschichtlichen Hintergründe und die Gesellschaftskritik eingehen. In der Theorie sehr schön und löblich, doch in der Praxis kaum umsetzbar. Denn erstens sind die Lehrer an ihre Lehrpläne gebunden und zweitens und hauptsächlich, wann sollen sich unsere Lehrerinnen und Lehrer noch solch große Projekte ausdenken? Sie sind jetzt schon einer extremeren Belastung ausgesetzt als zuvor. Größere Klassen heißt längeres Korrigieren der Klausuren, Hausaufgaben etc. Haben unsere Lehrerinnen und Lehrer außerhalb der Unterrichtsvorbereitungszeit und anderen mit Schule zusammenhängenden Aktivitäten noch Zeit und Energie, sich zusammenzusetzen und einen interessanten fächerübergreifenden Unterricht zu entwerfen? Wohl kaum! Auch die vom Binnenministerium gewünschte Binnendifferenzierung ist kaum umsetzbar. Da alle Fächer im Klassenverband unterrichtet werden, ist das Leistungsniveau sehr unterschiedlich. Der größtenteils frontal erteilte Unterricht hat zur Folge, dass sich leistungsstärkere Schüler langweilen, während der Stoff die Leistungsschwächeren häufig wiederholt werden muss. Binnendifferenzierung soll nun sein, dass die Schüler und Schülerinnen unterschiedlich schwere Aufgaben bekommen, die die Lehrer dann in den Unterrichtseinheiten Stillarbeit verteilen. Man stelle sich aber einmal vor, jeder Lehrer müsste die Stunden doppelt vorbereiten. Verbesserte Allgemeinbildung klingt super, aber Moment. Wer hat geprüft, ob diese nicht auch im Kurssystem gegeben
gegeben war? Keiner! Und wer prüft, ob das jetzt der Fall ist? Ist es nicht vielmehr so, dass wir alle Themen einmal kurz ankratzen, einmal die Oberfläche berühren, ohne vertieft etwas zu lernen und zu erkennen? Oberflächliche Allgemeinbildung zu Kosten von Spezialisierung? Ist das politisch so gewollt? Und was ist eigentlich falsch daran, sich in der Profiloberstufe zu spezialisieren? Tun wir das nicht alle spätestens im Studium? Ja. Oder hatte einer von euch etwa vor, mehr als 2 Studienfächer zu belegen? Ist es nicht wichtig, dass wir Menschen haben, deren Fähigkeiten früh erkannt und gefördert werden? Menschen, die hervorragend in Physik sind. Lassen sie Physik lernen und nicht Erdkunde. Menschen, die hervorragend in Deutsch sind. Lasst sie Deutsch lernen und nicht Informatik. Kein Mensch kann alles. Es ist gut, wenn dieser Mensch trotzdem versucht, ein bisschen von dem, was er nicht so gut kann, zu lernen. Aber man muss das Maß halten. Und genau das hat das Bildungsministerium nicht getan. Das Maß ist voll. Profiloberstufe ist für die Tonne. Wir fordern die Abschaffung der Profiloberstufe und eine sofortige Rückkehr zum Kurssystem. Für in die